Ja, einen wunderschönen guten Morgen. So, jetzt werde ich mal gemütlich frühstücken. Mein Tomatenaufstrich und meine zusammengeschnipselten Tomaten, meine Lieblingstomaten. Aber jetzt tun wir zuerst einmal einen Kaffee aus. Eiles-Kaffee. Ich mag den Kaffee sehr gern. Bohnen, gemahlen. Einfach klasse. Was ich gerne nehme, sind Dinkel-Toastscheiben oder Dinkelbrot. Und ich tue im Toaster rein, dann schmeckt es nur besser. Und da habe ich meine Gläser Tomatenbrotaufstrich, den ich immer selber mache. Ich bin bloß noch nicht dazu gekommen, dass ich ein Video mache darüber. Oder ich wollte euch zeigen, wie man den macht, weil der schmeckt so dermaßen lecker, dass es unglaublich ist. Dann nehme ich da einfach meine Dinger her. Warte mal, ein wenig Platz machen da. Dann tun wir ein bisschen Butter drauf. Richtig gute Bauernbutter, aber da braucht man nicht viel, einfach so, dass ein bisschen was drauf ist. Dann nehmen wir den Tomatenbrotaufstrich. Der Duft ist einfach schon der Hammer. Ich liebe den. Ja, da bringe ich allerweise im Schnitt die Menge, was ich mache, 4 so Gläser raus. Also 3 sicher nicht und nur ein großes. Das ist ungefähr die Standardmaß. Aber ich mache jetzt dann echt ein Video drüber, damit ihr mal seht, wie ich das meine. Ja, das ist nämlich leer. Ja, da haben wir noch ein bisschen was drum. So. Da haben wir noch ein bisschen was drum. Leer. Die Gläser schmeiße ich nicht weg, da ist eingelegter Chili-Knoblauch drin. Super geile Gläser. Ich habe schon mal gesagt, wenn man bei Amazon reinschaut, gibt es fast die gleichen Gläser zum Kaufen und gar nicht einmal billig. Also schmeiße ich die auch nicht weg. Und genauso ist es auch mit denen, wo vom Rewe die Jalapenos drin waren. Oben habe ich eine leichte Ölschicht drüber. Und ich möchte jetzt nichts sagen, aber der ist schon 2 Wochen im Kühlschrank und den fehlt nichts. Also keine Panik, dass man den in nur 2-3 Tage essen muss. Überhaupt nicht. Das muss man nicht. Und wenn ich das habe, dann schneiden wir. Das sind die Streifen aber. Ja, wie gesagt, ich habe schon beim letzten Video gesagt, das ist wie ein Ritual. Ja. Also ich liebe das. Andere sagen, oh, das war mir selber zu blöd. Das muss jeder selber wissen. Ich wollte euch auch nur zeigen, wie ich das so mache und wie ich das liebe. Und das kann man auch mit jedem anderen beliebigen Brotaufstrich machen. Ich liebe heute den tomatenlastigen Brotaufstrich, weil mir der am besten schmeckt. Und dann geht es schon los. Dann nehme ich da meine Tomatenscheibe. Da ist jetzt Olivenöl mit drin, Salz, Pfeffer, ein bisschen Harissa. Und die ganzen Tomatenscheiben sind so belegt, wie ich euch schon mal im Video gezeigt habe. Jalapeno-Scheiben, eingelegtes Knoblauch-Ding und einfach perfekt. Kräuter der Provence ein bisschen drüber gestreut. Und Balsamico oben drüber. So, so schaut das dann aus. Das ist jetzt schon der Wahnsinn. Und dann genieße ich das. Jetzt muss ich bloß noch
stopp, ich muss mir nur mal einen Toast herrichten, weil die Brühe, was da drin ist, da kann man das ein bisschen reintauchen. Also schmieren wir nur mal an, damit wir da ein paar Tomaten rausbringen. Also wie gesagt, Butter sparsam umgehen, da muss man nicht übertreiben. Also da braucht man gar nicht übertreiben. Ein bisschen Butter drauf, nicht viel. Ah, trinken wir zuerst einmal einen Schluck Kaffee, Prost. Ah, lecker. Ritual. Ich muss nämlich da drin Platz kriegen, sonst kann ich da nicht eintauchen. Und jetzt werdet ihr gleich sehen, den Sinn, warum ich da so schöne Happel schneide. So, und jetzt kann man nämlich die Happel nehmen und dann kann man das richtig schön tunken. Da so richtig schön tunken. Der absolute Hammer. Richtig schön saftig. Mediterraner Geschmack. Dann das Olivenöl und das über Nacht schön durchziehen lassen. Keine Gaumenfreude. Das ist eine richtige Gaumenfreude, muss ich sagen. Ich liebe dieses Frühstück. Ist aber nicht unbedingt der Frühstück. Abendessen habe ich es auch schon gemacht. Wahnsinn. Ja gut, das war's schon wieder. Ich wollte euch bloß sagen, wie ich die herrichte. Und die schmecken einfach phänomenal.